Das Köln-Ding der Woche. Der Podcast zur schönsten Stadt der Welt. Präsentieren euch der Uli und der Frank. Hallo zusammen. Wir zwei begrüßen euch heute mit frisch gereinigten Pfeifen und geölten Schwängeln zur heutigen Leierkasten-Podcast-Folge. Und es ist mir ein Vergnügen, euch den musikalischen Leiter und Kurator des Internationalen Drehorgelfestes 2025 in Berlin vorzustellen. Er ist gerade vom Casting am Kurfürstendamm zurück und hat über 140 DrehorgelspielerInnen angehört. Zur Eröffnung am 4.7.25 sollen ja auch alle Pfeifen anständig pfeifen. Herzlich willkommen, unsere Oberpief Uli. Mir gegenüber sitzt der Mann, der eine Orgel besser trägt als spielt. Ein Mann, der Rachmaninow für eine Käsesorte hält. Die einzigen Noten, die dieser Mann lesen kann, sind Banknoten. Es ist der Quetschebüggels Frank, ein ganz großer Musiker. Ja, unsere schlauen Hörer können sich, glaube ich, ja jetzt schon denken, dass wir heute unsere Reihe mit den Kölschen Originalen, ich würde sagen, vervollständigen. Da ist nichts mehr offen, ne? Doch, da gibt's noch eine ganze Reihe. Oh, da gibt's noch eine ganze Reihe. Wir hätten noch eine ganze Reihe, okay. Aber heute nehmen wir mal, sag ich mal, den Mann, der Musik in die Stadt gebracht hat. Wir sprechen heute über Orgels Palm. Es gab ja schon einen, der auch Musik in die Stadt gebracht hat, ein Flöten-Arnöldchen. Allerdings muss man sagen, jetzt vergleichen wir tatsächlich zwei komplett unterschiedliche Persönlichkeiten. Der Orgels Palm, das war nämlich eine ganz ordentliche, war das im Vergleich zum Flöten-Arnöldchen eine richtig solide Mann, war das. Ja, du Oberpief Uli, du hast vollkommen recht. Ich habe von Musik überhaupt null Ahnung. Aber du, und kannst du denn noch mal so einordnen, wie das so mit den Originalen so in Köln war? Köln im 19. Jahrhundert war eher noch so ein bisschen dörflich geprägt, nicht so großstädtisch wie heute. Waren keine 100.000 Einwohner, noch so bis ungefähr 1850, 1840. Und hier kannte man sich schlichtweg noch. Und da hatten auch so Typen wie Fräsklötsch, wie Orgels Palm, wie auch das Flöten-Arnöldchen, die hatten noch quasi eher so ihr eigenes Publikum, weil das war nicht so anonym. Die waren so stadtbekannt, die Jungs, und auch irgendwie so ein bisschen wurden die auch gehegt und gepflegt, weil man hat da so ein bisschen Spaß dran gehabt, so ein paar Jungs da so mit durchzuziehen. Und deswegen hatten diese Kölschen Originale auch so ihren ganz, ganz speziellen Ruf. Das hat sich dann im 20. Jahrhundert gegeben. Köln ist so massiv gewachsen, hat diesen Charakter verloren. Und wenn dann diese Anonymität Einzug hält, dann funktioniert das einfach nicht mehr mit so diesen Originalen. Ja, wann wurde denn der Johann Josef Palm geboren? Also heute geht's tatsächlich um den Orgels Palm, für die des Kölschens nicht mächtig sind. Orgel ist die Orgel und Palm ist der Nachname von dem Herrn. Das ist nämlich Johann Josef Palm, über den wir heute sprechen, der am 28. April 1801 in Kölle geboren worden ist. Der hat ganz solide sein Leben begonnen. Der hat eine Lehre als Maler und Vergolder gemacht und wollte eigentlich sogar dann, wie das sich gehört, für so einen Gesellen auf die Walz gehen. Aber das preußische Wehrgesetz hatte ihn einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Walz, die ist nur mit einem sogenannten Kundschaftsbüchlein zulässig gewesen. Das bedeutete, man musste erst den Wehrdienst ableisten, bekam dann das Kundschaftsbüchlein und konnte dann erst auf die Walz gehen. Also blieb dem armen Palm nichts anderes übrig, als erstmal zum Barras zu gehen. Und er ist dann im Herbst 1820 Rekrut bei den Schwarzen Husaren geworden. Ja, zu Hause in Köln nimmt währenddessen sein persönliches Schicksal allerdings eine unglückliche Wendung, weil er war verliebt in Cäcilie Hack. Seine Liebe seit frühester Kindheit. Diese hat sich mit einem anderen verlobt. Palm reist nach Köln, um Cäcilie umzustimmen. Aber, wie das im Leben so ist, vergeblich. Enttäuscht reist er schnell wieder ab, um in der Türkei, Russland und in Griechenland zu kämpfen. Der Mann hatte natürlich so einen totalen Frust. Jetzt überlegt mal, der war verliebt in diese Cäcilie bis über beide Ohren. Kaum ist er beim Barras, hat die schon einen anderen am Start. Dann kommt er zurück, versucht sie noch irgendwie wieder zurückzugewinnen, hätte aber nicht geklappt. Naja, so hat er gesagt, jetzt kann ich auch richtig Gas geben. Er ist dann tatsächlich
einfach in den Krieg gezogen fürs Militär. Er hat in diesen verschiedenen Orten gekämpft und hat richtig Gas gegeben. Allerdings nicht sehr glücklich, weil er ist in Griechenland angeschossen worden, am Knie. Das war eine Schussverletzung, die ihn tatsächlich bis zum Ende seines Lebens noch quälen würde, weil man kann sich vorstellen, das Ganze war Anfang des 19. Jahrhunderts. Da war die medizinische Versorgung noch nicht so wie heute. Wenn du so eine Schussverletzung hast, das wird dann notdürftig zusammengeflickt und fertig. Also keine Chance, er hatte diese Schussverletzung. Aber manchmal kommt zum Pech ja auch ein bisschen Glück dabei. Seine alte Liebe wurde auch wieder seine neue, weil die Cäcilia Hack war nämlich zwischenzeitlich verwitwet und die beiden haben dann geheiratet. Was für ein Glück für ihn. Was für ein Glück für ihn, jetzt nicht für der ehemalige Herr Hack oder wie er damals auch gehießen haben mag. Bis 1838 bekommen die beiden immerhin 4 Kinder und Palm betreibt eine Werkstatt in seinem ursprünglich erlernten Beruf als Maler und Vergolder. Doch das Familienglück findet durch den Tod seiner Frau Cäcilie im August 1839 ein jähes Ende. Jetzt war der gute Palm alleinstehend und auch noch völlig überfordert und hat deshalb ganz schnell wieder geheiratet, im April 1840 die ehrenwerte Sophia Kolgraf. Ja, ehrenwert war die Dame mit Sicherheit, aber die hatte ja eigentlich einen Job. Die war nämlich bei Palm eigentlich Kindermädchen. Ach, das schon, jetzt hat das Au-pair geheiratet. Ja, das quasi hat der Au-pair geheiratet. Ich gehe auch mal davon aus, ich kann es nicht belegen, die war auch bestimmt noch mal 2 Takte jünger, ne? Also er musste ja auch dafür sorgen, dass die Pens auch langfristig versorgt sind, ne? Gut. Also mit ihr zeugte er bis 1870 weitere 9 Kinder. So, jetzt rechnen wir mal zusammen. Das ist jetzt nicht ganz so schwierig. 4 da, 9 da. Das sind also insgesamt 13 Kinder. Wenn man die so aufstellt, sind die aufgereiht wie so Orgelspfeifen. Passt ja irgendwie, ne? Natürlich wurde auch der Wohnraum etwas schwierig mit der ganzen Orgelspfeifen. Der hat gewohnt hier immer irgendwo um der ganzen Eck da, unter Krane Bäume, unter Kranenbäumen, Eilsteinviertel da die Ecke. Allerdings ist der arme Mann innerhalb von 34 Jahren 15 Mal mit der Familie umgezogen. Stell dir mal so vor, jedes Mal, wenn ein neuer kam, mussten die umziehen, ein bisschen mehr Platz zu haben oder so, ne? Aber 8 Mal innerhalb der gleichen Straße. Das ist schon, das schaffst selbst du nicht. Das schafft selbst ich nicht, ne? Muss ja auch immer wieder größer werden, die Wohnung. Also, gerade Bäume da waren schon, sagen wir mal, ganz gute Wohnungen anscheinend am Start. In den 1840er Jahren verschlechterte sich allerdings die wirtschaftliche Lage sowieso allgemein, aber auch für die Familie dramatisch. Aufträge als Maler findete er kaum noch und zu vergolden gab es sowieso nichts mehr. 2 Kinder sterben unglücklicherweise an Unterernährung. Dann stellt er einen Rentenantrag. Dieser wird allerdings postwendend abgelehnt. Gut, kann mal passieren. Allerdings erhält er die Konzession, als Drehorgelspieler eine kleine Beihilfe zur Anschaffung einer solchen Orgel bekam er noch obendrauf. Der war also quasi die erste Ich-AG aus Köln. Und hat dann mit seiner Orgel einfach durch die Straßen, durch die Kneipen gezogen, um einfach Geld zu verdienen. Der hatte seine alte Husarenuniform vom Militär noch, die hat er angezogen. Dann hat er die Stiefel schön blank gewichst, eine hohe schwarze Mütze auf dem Kopf. Und so ist der dann immer tadellos gekleidet und richtig schickimicki durch die Gegend gezogen. Übrigens im vollkommenen Unterschied wie zu so einem komischen Hallodri wie dem Flötenarnöldchen, ne? Der ja irgendwie so ein bisschen so, irgendwas anders war. Dass der so ein schicker Musiker war, stand sogar in der Zeitung. Und angeblich gab es einen Zeitungsartikel in Berlin. Da steht nämlich: Das ganze Gegenteil vom Maler Bock war der Orgels Palm, ein vornehmer Straßenmusikant. Wir erinnern an den Maler Bock, der einzige Maler, der sein ganzes Leben lang keinen einzigen Pinselstrich gemalt hat. Und anders als seine Wettbewerber, die auch noch mit der Drehorgel durch die Gegend gegangen sind, spielte er auch eigene Stücke und vor allen Dingen auch ein Stück seines Freundes Josef Rösberg, der bereits mit dem Lied Von der Schnusse Tring einen Karnevalshit gelandet hatte. Man muss sich das so vorstellen, der Rösberg und auch andere, die wollten den Palm einfach unterstützen. Ich stelle mir das so vor, das war einfach ein feiner Kerl, der Palm, ne? Ein richtig nette, feine Kerl, der hat irgendwie dafür gesorgt, die dann noch 11 Kinder durchzubringen, und die wollten dem einfach ein bisschen was Gutes tun und haben dem dann einfach auch mal Musik gegeben, ne? Aber sie haben auch üble Scherze mit ihm getrieben. Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Also er hat sich jetzt in Absprache mit dem Kirchenvorstand von Remagen sollte Palm sich als Organist vorstellen. Ist jetzt
Ich erzähle die Geschichte mal zu Ende, weil dann wisst ihr auch, warum ich den Anfang so gewählt hatte. Rösberg und seine Freunde spendierten Palm einen neuen Anzug und gaukelten ihm also vor, dass er in der vollbesetzten Kirche am Kirmessonntag eine Probe seines Könnens als Orgelspieler abliefern sollte. Palm untersuchte fachmännisch die Orgel und soll dann gefragt haben, wo ist dann der Schwengel? Also ist nun mal das klarzustellen, der hat eine Drehorgel gespielt und natürlich konnte der keine richtige Orgel in der Kirche mit richtigen Manualen spielen. Das hatte der Mann einfach nicht drauf. Und so haben die den üblen Scherz mit dem gemacht. Aber immerhin haben sie ihm dafür schon einen neuen Anzug spendiert. Ja, aber so schön diese Anekdote ist, so richtig, die Wahrheit kann dem nicht entsprechen. Denn in der Remagener Pfarrkirche wurde nachweislich erst 1904 eine Orgel eingebaut. Also insofern, aber der Anzug, den gehen wir davon aus, den hat er gekriegt und das ist schon mal ganz Wichtiges für den gewesen. Der Palm, der hatte noch andere Freunde, so war das zum Beispiel auch Johann Franz Weber. Der hat verschiedene kölsche Karnevalsmusik gespielt und der hat dem Palm ein eigenes Lied gewidmet. Das Lied heißt Du Days Me Late. Ich zitiere. Mit der Orgel trage Russ, Künstler Palm von Hus zu Hus. Fehlen ihm auch manche Töne, Schnüsse tring, das spielt Herr schön. Doch sing Orgel ist manchmal brump, doch sing Orgel manchmal brump, wie ein Aal rostig Pump. Sadens Palm, so säte die Lück, häder Buch Ping Hück, the date uns late, hat ihr denn gay Gefühl? Wir würden mal in die Shownotes eine ungefähre Übersetzung reinstellen, weil das ist jetzt, simultan schaffe ich das nicht. Ne? Geld war natürlich zeitlebens knapp beim Orgels Palm. Da hat er auch jede Menge Kinder und eine junge Frau zu verpflegen. In einer Zeit, in der an sozialen Leistungen wie zum Beispiel Kindergeld oder Rente oder so gab es ja sowieso nicht, musste ein Drehorgelspieler also eine ganze Menge spielen, um ein Dutzend Kinder viel drehen, am Schwengel drehen, um, sag ich mal, ein Dutzend Kinder ungefähr durch die Jahre zu bekommen. Die einzige Unterstützung des Staates bestand darin, dem kriegsversehrten Orgels Palm eine Konzession zu erteilen. Für die Orgelspielerei. Und das hat er dann auch gemacht. Der hat tatsächlich fast 30 Jahre lang mit seiner Orgel, das Auskommen der Familie gesichert, indem der ständig durch die Gegend getrocknet ist und dann diese Orgel gedreht hat. Und der Palm war wirklich ein feiner Kerl. Ich zitiere Reinhold Lewis aus seinem Buch Die Kölschen Originale. Palm lag nicht betrunken in der Gosse. Er kam nicht in Konflikt mit den Gesetzeshütern. Er war nicht verkommen. Er borgte und schnorrte nicht, sondern leistete harte Arbeit für mehr oder weniger geringes Entgelt. Palm ist auch wirklich sehr alt geworden für die damalige Zeit. Also so ab den 80er Jahren, also seinen 80er Jahren, konnte er die Orgel schlichtweg nicht mehr tragen. Das Ding war einfach zu schwer für ihn. Er war dann einfach auch zu alt und hatte das Ding auch wirklich schon lange durch die Gegend getragen. Er musste allerdings weiterhin Geld verdienen, weil er hatte ja noch jede Menge Kinder. Und um sich ein paar Groschen dabei zu verdienen, stand er in der Stadt und zeigte ein romantisches Panorama. Das muss man sich jetzt so vorstellen. Der hat dann tatsächlich irgendwie so ein Bild von Alpen und Elchen, das sind das Hirsche, da um den Hals gehabt und ist dann da rumgelaufen. Die Leute haben den als Goodwill dann noch ein paar Groschen gegeben, weil der brauchte das Geld auch. Schließlich waren da immer noch Depends und mittlerweile auch schon Enkel und vielleicht Urenkel, das weiß ich nicht genau. Also der hat da schon immer noch versucht, seinen Mann zu stehen, obwohl der schon weit in der 80 war. Am 29. Januar 1882 stirbt Johann Josef Palm und Köln verliert mit dem Straßenmusiker eines seiner Originale. Andere, die ihn als Straßenmusiker in Köln nachfolgen, werden weder so bekannt noch als Originale verehrt. Wobei 2, würde ich sagen, gibt es schon, die man durchaus als Originale, als Straßenmusiker kennt. Zum einen Klaus der Geiger, sehr, sehr bekannt, der auch politisch sehr aktiv ist. Und das andere war eine Familie, die schon mal ganz gerne auf der Domplatte gespielt hat, die ich übrigens noch gesehen habe auf der Domplatte. Ich kann mich noch gut dran erinnern. Ich habe sie auch gerochen. Die Kelly Family. Die Kelly Family. Also es gibt noch mehr Straßenmusiker, die man heute noch kennt, aber keine so ordentliche wie der Orgels Palm. Aber ich habe noch einen Nachklapp, würde ich das mal nennen. Ne? Es gibt in Köln einen designierten Nachfolger vom Orgels Palm. Jetzt gut, wer ist das dann? Werner Wittpott.
Ist das der Werner auf der Schildergasse? Werner Wittbott. Ja. Kennen mit Sicherheit die wenigsten mit Namen, aber sie haben ihn mit Sicherheit schon mal gehört. Werner Wittbott steht auf der Hohe Straße mit seiner Drehorgel und hat immer einen Zylinder auf und macht das schon seit circa 40 Jahren. Ist auch schon mit Nina Hagen aufgetreten. Also, lieber Werner, wenn du das hörst, blieb so wie du bist, so eine richtig jode Jung. Eine Frage habe ich noch. In Dinkelsbühl, das liegt zwischen Stuttgart und Nürnberg, gibt es die Firma Delaika. Dort kann man nicht nur verschiedenste Drehorgel erwerben, nein, es gibt auch Drehorgel-optimierte Lieder. Was denkt ihr, wie viele Lieder alleine die Firma Delaika für ihre unterschiedlichen Drehorgel im Repertoire hat? Der Janik zuerst. Grobe Schätzung. Ja, du kommst vom Fach. Ja. 2400. Ja? Ich würde ein bisschen höher gehen. Ich wäre so bei 4000. Okay. Es gibt circa 7000 drehoptimierte Lieder. Neben Karnevalsklassikern von Willi Ostermann, Willi Milovic, dem Blackfoes und wie auch immer, wie sie alle heißen, sämtliche Nationalhymnen, die es auf dieser Erde gibt und wahrscheinlich auch die Star Wars Melodie. Es gibt was von Mike Krüger, es gibt was von Heinz Rühmann, von ABBA, den Beatles, Rolf Zuckowski, Helene Fischer und. Aber jetzt könntet. Es gibt auch Lieder der Toten Hosen und von den Ärzten. Die konnte der Orioles Palm definitiv noch nicht spielen. Und in diesem Zusammenhang sage ich, Punk ist endgültig tot. Tschüss zusammen. Stopp. Wieso ist der Palm schlussendlich dafür verantwortlich, dass wir heute immer noch ganz tolle kölsche Musik hören können? Ja, da gucken mich aber zwei ja ganz groß an. Ne? Jetzt holst du aber was aus dem roten Bügelchen raus. Hier. Der Urenkel von Orioles Palm war Emil Palm. Emil Palm, ausgebildeter Musiker, hat zusammengearbeitet mit Willi Ostermann, der selber wiederum keine Noten lesen konnte. Und der Emil Palm hat die ganzen Noten nämlich aufgeschrieben. Und ohne den Emil Palm hätten wir heute kein einziges Ostermann-Lied mehr. Deswegen ist der Orioles Palm indirekt dafür verantwortlich, dass wir heute noch den Ostermann hören können. Ja, dankeschön. Und das lernt man nur beim Köln-Ding der Woche. Gehabt euch wohl einen schönen Tag und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Vielen Dank. Das war die neueste Folge vom Köln-Ding der Woche. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, folgt uns auf Instagram und Facebook und auf TikTok. Da sind wir unter das Köln-Ding zu finden. Auch auf Podigy sind wir natürlich zu finden, weil es da unseren Podcast gibt. Und auf Spotify, Apple, RTL Plus, überall da, wo es Podcasts gibt.